Josef ist eine Person aus der Weihnachtsgeschichte, aber von ihm liest man keinen persönlichen Dialog. Um Josef geht es heute und damit ganz, ganz herzlich willkommen bei uns in Hour of Prayer zusammen mit Dan. Ja, hey, es ist schön, hier sein zu dürfen. Schön bist du dabei, online, wo auch immer du jetzt gerade zuschaust. Und das Krasse ist, wir machen das jetzt wirklich zusammen. Ich bin jedes Mal wieder einfach selber berührt von diesem Hour of Prayer, weil ich merke, das ist nicht ein vorgeübtes Ding. Wir beten zusammen, wir haben einige Gedanken, die wir durchgehen wollen, aber es ist wirklich, wir beten. Das ist nicht geübt Gebet, das ist nicht geübt durchgesprochen, sondern wir erleben das jetzt zusammen in den nächsten paar Minuten. Das freut mich. Ja, und wir wollen von Josef lernen, von dieser stillen Person, die trotzdem sehr großmütig war, wie es in der Bibel heißt. Und ich möchte mit einem Gebet anfangen und einfach sagen, himmlischer Vater, danke für die Zeit, die wir uns jetzt herausnehmen können, um von Jesus zu lernen. Diese Großmütigkeit, diesen Mut, groß zu denken und auch groß zu handeln, wenn es um Verletzungen geht in unserem Leben. Segne uns mit dem. Führe uns, Heiliger Geist. Und decke das auf, leg deinen Finger da drauf, wo wir es am meisten brauchen. Amen. Amen. Ja, die Geschichte von Josef ist ja eigentlich krass, weil wir lesen in der Bibel, dass plötzlich hat er erfahren, dass die Maria jetzt schwanger ist. Und er war schon vorbereitet. Gerade vorhin ist mir in den Sinn gekommen, wie hat er das erfahren? Einfach, es steht in der Bibel, dass das plötzlich herauskam, dass Maria ein Kind erwartet. Also, ich weiß es nicht, vielleicht hat sie... Denn herauskam? Ja, genau. Also, und sie sagte, nein, aber du musst mir glauben, Josef, es ist wirklich nicht so, wie du denkst. Und er sagt, ja, du redest noch lange. Ich weiß auch nicht, wie er das gemacht hat, aber die Realität ist, er hat das so er hat herausgefunden und er war extrem enttäuscht. Weil Josef hat sich vorbereitet für diese Hochzeit. Und du musst das wissen, und Josie und Simon haben so eine wunderbare Predigt gemacht, genau zu diesem Thema. Wenn du dich noch nicht angeschaut hast, schau unbedingt das an. Also heute machen wir die Weiterführung von dieser Message, okay? Und da ist Enttäuschung, da waren so viele Gefühle. Stell dir mal vor, du bereitest deine Hochzeit vor und merkst, dass deine Verlobte fremd geht. Also das in der Weihnachtsstory ist eigentlich schon krass. Ab und zu lesen wir da durch und merken gar nicht, wie viele Gefühle, Verletzungen, Emotionen da hervorkommen. Und heute wollen wir dem Raum geben, weil ich glaube, wir können ganz viel davon lernen, weil er musste mit diesen Emotionen umgehen, damit dann eben er bereit war, Adoptivvater zu sein. Ja. Eben das zu tun, was Gott mit ihm vorhat. Und oft, wenn wir nicht mit diesen Verletzungen umgehen können, ich glaube, es haltet uns davon ab. Wie erlebst du das? Hast du das auch schon erlebt? Und du merkst, wenn du jetzt das nicht hinkriegst, dann kommst du nicht weiter. Ja, es ist genauso. Und deswegen wollen wir heute anschauen, anhand von der Geschichte von Josef, obwohl, wie gesagt, kein persönlicher Dialog in der Bibel verzeichnet ist von Josef, in seine Geschichte eintauchen und durch verschiedene Schritte vom Vergebungsprozess ganz selber durchgehen, indem wir schauen, wie hat das Josef möglicherweise gemacht, was hat er erlebt. Und der erste Punkt ist, finde heraus, was es wirklich zu verzeihen gibt. Ich möchte aus Matthäus 1, Vers 18 vorlesen, was da steht von der Weihnachtsgeschichte. Mit der Zeugung von Jesus Christus verhielt es sich so. Seine Mutter Maria war mit Josef schon rechtsgültig verheiratet, aber sie hatten die Ehe noch nicht vollzogen. Und da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartet. Und für Josef war ja offensichtlich klar, das gab es zu verzeihen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er noch keine Erscheinung von Engel. Zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nicht, was los ist. Ich meine, wer kommt denn schon drauf, dass deine Frau übernatürlich schwanger wird? Genau. Hat er wahrscheinlich nicht in Betracht gezogen. Und beim Josef heißt es, dass für Josef muss es bedeutet haben, dass er mit dem klarkommen musste. Also es gibt ja verschiedene Wege, wie man mit so Verletzungen und Enttäuschungen klarkommt. Und
Ich lade dich heute ein, dich mal in die Situation hineinzuversetzen und zu überlegen, was gibt es denn bei dir, was verzeihen werden muss? Ich komme mir nur in den Sinn, eben ab und zu merke ich Emotionen bei mir selber. Ähm, Andere Leute können mir besser spiegeln, dass etwas nicht stimmt. Ja, Und ich bin mir noch gar noch nicht ehrlich mit mir selber, dass etwas ist mir Unrecht getan ja, worden. Aber wie reagieren ist nicht mehr normal. Also ja, das finde ich noch spannend. Also es ist gar nicht so einfach herauszufinden, was jetzt in mir losgeht. ja. Ja, oder was hat denn Josef genau verletzt? Also, dass Maria ihm untreu war oder dass seine Ehre, wie sagt man, dass seine Ehre angeknackst wurde. Es gibt ja verschiedene Dinge, die ihn in dem ganzen Geschehen hätten verletzen können. Und ich möchte dich jetzt einladen, da wo du bist, zusammen mit uns. Wenn du magst, kannst du die Augen schließen und wir laden dich ein, Heiliger Geist, mit dieser einen Frage. Was gibt es eigentlich in meinem Leben zu verzeihen? Das ist so eine große Frage. Aber du hast die Fähigkeit, Heiliger Geist, jetzt einfach den Finger sanft auf diesen Punkt zu legen, wo direkt in die Mitte geht. Mach uns bereit dazu. Und wir hören auf den Heiligen Geist. Vielleicht sind es berufliche Rückschläge, die du mit dir rumträgst und die es zu verzeihen gibt. Vielleicht gesundheitliche Krisen, vielleicht unbeantwortete Gebete, vielleicht steckst du in einem Beziehungsproblem. Heiliger Geist, was gibt es in meinem Leben, das ich verzeihen muss? Und es kann die Frage aufkommen, ja, wieso denn überhaupt? Also ich möchte lieber so weiterleben und auf meinem sozusagen Recht beharren, anstatt jetzt die Geschichte anzuschauen, weil das so viel zu fest weh. Aber wenn man denkt, was Josef erlebt hat, das ist immer schön, wenn man das Ende von einer Geschichte sieht, wenn man sieht, was Josef erlebt hat, was aus seinem Leben geworden ist. Was für ein Segen, dass er seiner Familie sein konnte, seinem Umfeld sein konnte, gerade weil er offensichtlich, auch wenn es nicht so geschrieben steht, verziehen hat. Und genau das wünscht sich Gott auch für dein Leben. Es kommt oft dann irgendwann später kommt es wieder hoch, wenn es nicht verarbeitet ist. Darum ich finde das immer mutig, da hinzuschauen, aber ich glaube, es ist das der einzige Weg vorwärts. Ja. Und vielleicht, während du jetzt so gehört hast oder in dich hineingehorcht hast, ist dir ein Name in den Sinn gekommen. Vielleicht musst du auch gar nicht lange überlegen. Tack, da ist er schon wieder. Und immer wieder dieser Name. Dann schreib diese Namen auf. Trag das nicht mehr länger mit dir herum, sondern schreib diese Namen auf. Nimm dir ein Blatt Papier und schreib sie auf. Und vielleicht geht dir das alles jetzt zu schnell. Wir haben noch einige Punkte vor uns. Wir teasern die an, wir beten dafür und vielleicht schaust du das dann einfach nochmal nach. Drückst auf Pause und nimmst dir nochmal Zeit. Aber das ist sozusagen ein angeleitetes Vergebungsgebet. Mega, mega stark. Wir gehen einen Schritt weiter. Also das erste ist, wir überlegen uns, finden heraus, was wirklich zu verzeihen ist und wir schreiben es auf. Und das dritte ist dann, wir lassen Gefühle zu. Und der Josef, man sieht nicht alle Gefühle. Also wir lesen, der Josef, der Mann, war großmütig und wollte sie nicht vor Gericht bringen. Deshalb hatte er vor, sich stillschweigend von ihr zu trennen. Jetzt kannst du sagen, ja, also der Herr wollte es einfach unter den Teppich wischen. Oder? Stillschweigend. Ich glaube nicht, weil das Stillschweigen ist hier nicht zu seinen Gefühlen, sondern zu der Tat gegenüber Maria. Da kommen wir später darauf zurück. Aber die Gefühle, die da waren, mussten wahrscheinlich irgendwo hin.
Und wir lesen davon, dass er in der Nacht konnte nicht schlafen und er wurde dann geweckt oder hatte die Begegnung vom Engel. Und oft erlebe ich, dass es nicht so einfach ist, Gefühle am richtigen Ort loszulassen. Und weil die kommen ja, irgendwo kommen sie sowieso heraus. Aber wo ist der richtige Ort? Und ich lade dich ein, deine Gefühle von dieser Verletzung oder Enttäuschung gegenüber Gott zu formulieren. Und das nicht schön zu machen, sondern ganz, ganz ehrlich. Menschen können nicht alle mit unseren Gefühlen ungefiltert umgehen. Gott kann es aber. Und lass uns jetzt vielleicht einen Moment nehmen, wo wir einfache Gebete machen. Können wir zusammen machen, du kannst zu Hause machen, wo du vielleicht ganz auch einfach, ich mache einige vor, wo ich über meine Gefühle erzähle, aber das sind Einladungen für dich, das zu machen, weil es müssen deine Gefühle sein und deine Worte. Und ich war das kurz, Susanne, bei dir, was hat dir geholfen, ehrlich zu beten? So ganz ehrliche Gebete zu formulieren. Hast du das mitbekommen in deiner Jugend, durch deine Eltern, oder hat dir ein Erlebnis dabei geholfen? Ich könnte jetzt nicht sagen, dass mir so ein spezifisches Erlebnis geholfen hat, aber gerade solche Messages über Dankbarkeit und dass man dankbar sein soll. Und ich habe mir so eine Challenge gemacht, eine Dankbarkeitschallenge, und dann stehe ich am Morgen auf und die ersten Gedanken sind, ach, ich habe schlecht geschlafen, ach, mir tut alles weh. Und dann denke ich so, ja, das geht jetzt nicht mehr. Ich will jetzt dankbar sein, aber so fühle ich mich halt. Und dann konnte ich einfach sagen, Jesus, ich habe schlecht geschlafen. Das ist anders, wieder einfach so innerlich diesen ganzen Dialog laufen zu lassen. Und das hat mir zum Beispiel geholfen, ehrlich zu beten, dass ich gesagt habe, ich will achten auf das, was in meinem Kopf abgeht. Und ich will grundsätzlich Dankbarkeit. Aber es gibt halt Sachen, wo ich jetzt nicht mehr rattern lasse, aber dafür ehrlich benenne. Ist stark, weil es ist transparent und trotzdem Ja, kommst du mit dem zu Gott und lässt aber dann, also aber ich lasse es dann dort lass es dann dort. und mache dann, was er zum Beispiel sagt. Aber wenn ich jeden Morgen aufstehe und sage, ach, ich habe immer so Schmerzen, ach, ich habe immer so schlecht geschlafen, ja, dann mach was. Ja. Also dann höre ich dann auch Dinge, was ich ändern kann. Und ich erlebe ja das kann ja einfach Klönen sein und sagen wir in der Schweizerdeutsch jammern. Aber ich glaube, das Starke, was wir in den Psalmen lesen, ist ja einfach zu sagen, ich bin so traurig, dass ich schon wieder schlecht geschlafen habe. Könnte sein. Ja. Könnte ja sein. Vater, ich möchte wieder gut schlafen. Ja, das ist ja dann die Folge, dann, oder? Ja, genau. Oder? Also lass uns mal versuchen, das jetzt ganz ehrlich, das ist ein Beispiel. An deinem Ort. Vater, ich komme jetzt, sag ihm so, ich bin enttäuscht über die Situation. Ich bin sehr verletzt, dass das passiert ist. Ich habe echt Zukunftsängste, wenn ich an diese Situation denke. Gott, ich sehe nicht durch in diesem Konflikt. Gott, ich fühle mich momentan gerade als Versager, wenn ich dieses Gespräch darüber nachdenke. Oder vielleicht ist dein Gebet, mich macht sauer das. Ich bin wütend das.
Und vielleicht sagst du einfach ein Gebet: Jesus, ich schlucke meine Gefühle nicht länger runter. Und das macht dir vielleicht Angst, das so auszusprechen, weil du glaubst, es ist einfacher, das alles runterzuschlucken. Und trotzdem spürst du es vielleicht schon im Magen, sprichwörtlich. Oder eben, es stößt dir ja schon sauer auf. Und bei dir sind wir sicher. Wir lassen unsere Gefühle bei dir los, damit der Dampfkochtopf nicht irgendwo explodiert, wo es dann unangenehm ist. Und du kannst mit unseren Gefühlen umgehen. Ich habe das Gefühl, dass es vielleicht eine Herausforderung ist. Du kämpfst mit inneren, wenn du Gefühle denkst, oh, ich sollte nicht diese Gefühle haben. Oder? Ja. Weil ich finde, das ist ich finde das noch ein schwieriger Ort. Wie gehst du damit um? Wenn du sagst, okay, jetzt ich bin wütend, dann denkst du, aber wütend bleiben, das ist ja nicht etwas Gutes. Ja. Was hilft dir da? Irgendwo Glauben, wie du sagst, du möchtest glaubensvoll leben, im Glauben leben, trotzdem benennst du mal deine Gefühle, wie sie aktuell sind. Ja. Wie gehst du mit dieser Spannung um? Ja, und gerade gestern hat mir jemand erzählt, sie ist bei der Psychologin und sie musste ein Erlebnis erzählen einmal und dann hat die Psychologin gesagt, ja, erzähl's nochmal. Fühlte sie sich verarscht, hat es nochmal erzählt und dann sagt sie, ja, jetzt erzähl das Gleiche nochmal. Und dann das 3. Mal und dann sagt die Psychologin, erst beim 3. Mal spürt man ein bisschen etwas von deinen Gefühlen. Wow. Das ist doch crazy, oder? Vielleicht geht es dir ja genauso, vielleicht spürst du jetzt gar nichts, aber das spielt keine Rolle. Mach's wieder und wieder und wieder, bis du an deine Gefühle rankommst, mit der Hilfe auch des Heiligen Geistes. Und jetzt zu deiner Frage, denn ja, es fühlt sich nicht gut an, wenn ich plötzlich merke, wie sauer ich über eine Person bin oder was für hässliche Gefühle hochkommen. Aber eben, ich sage es ja schon, man sagt es ja schon sprachlich, es kommt hoch. Also habe ich es ja vorher runtergedrückt. Sie waren ja sowieso da, aber sie kommen jetzt einfach hoch. Wir werden ehrlich. Also liebe Leute, lass uns ehrlich werden. Das ist ein Schritt, aber wir bleiben nicht dort stehen. Ja. Der nächste Schritt ist, benenne die Schuld und klage an. Das ist nochmal so ein richtig heftiger Schritt, oder? Wenn man das so hört, benenne die Schuld. Also ich habe mir das folgendermaßen aufgeschrieben und du kannst auch einen Screenshot machen, damit du das dann für dich selber weißt. Ich klage und dann die und die Person vor Gott an, dass du mir Folgendes angetan hast. Du hast mich. Und dann eine Linie, wo du draufschreiben kannst. Und du kannst Personen anklagen. Und wenn das deine Mutter ist und wenn das deine Schwester ist und wenn das dein Ehemann ist, das ist nicht entscheidend, aber das ist wichtig, dass wir eben diesen Schuldschein erstellen und ein Inventar machen von dem, was eigentlich abgeht. Und wie gesagt, vielleicht geht dir das jetzt alles viel zu schnell. Wir haben ja nicht so viel Zeit und jeder braucht auch unterschiedlich und individuell Zeit, aber dann schau dir das nach. Drück auf Pause. Und Dan, du hast so einen wunderbaren Vers, der dir in den Sinn gekommen ist, apropos, dass wir jetzt da eine Anklageschrift erstellen. Ja, liebe Leute, Susan hat gesagt, komm, wir machen das. Und ich sagte, ich verstehe noch ich kann noch nicht ganz einordnen, diesen Schritt. Ich weiß es gut, aber ich konnte ihn nicht verstehen. Und dann ist mir diesen Vers in den Sinn gekommen vom Kolosser 2, Vers 14, der steht, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, für ungültig erklärt. Er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Also das Krasse ist, wir sind ja die Ersten, die Schuld auf uns geladen haben, Gott enttäuscht haben, traurig gemacht haben, verletzt haben durch unser Handeln. Und all das ist auf einem Schuldschein,
damit es die ganze Größe entfaltet, aber der Schuldschein wurde vernichtet. Ja. Aber wenn er nie da gewesen wäre, wäre die Gnade gar nicht zu seiner vollen Entfaltung gekommen. Und da merke ich, ja stimmt, benenne die Schuld, damit eben die volle Kraft der Vergebung passieren kann. Ja. Und ich glaube, das ist, wenn wir die Gefühle nicht, also ich finde es stark, jeder Schritt hilft zum nächsten, weil wenn wir nicht einmal Gefühle zulassen können, jetzt nur schon schwieriger dann zu sagen, ja, was hat er denn diese Person oder dieses Ereignis mir angetan und das zu benennen, ich glaube, das ist extrem befreiend, aber auch, ja, das ist auch Herausfordernd. herausfordernd. Aber wenn wir jetzt zu der Geschichte nochmal gehen von Josef und die Punkte nochmal durchgehen, also er musste Maria, was war der erste Punkt? Was es zu verzeihen gibt. Keine Ahnung, wie das Ganze bei Josef angekommen ist, was ihn genau verletzt hat. Aber die Namen, wenn Josef Namen aufgeschrieben hätte, hätte er bestimmt Maria dort aufgeschrieben. Und vielleicht auch Gott. Weil vielleicht war er auch verletzt von Gott, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Und dann hätte er also Maria draufgeschrieben, er hätte Gott vielleicht auf die Namensliste geschrieben und dann, wir wissen nicht, was passiert ist, wenn er seine Gefühle zugelassen hat, aber wenn er die Schuld benennt hätte, dann hätte das zum Beispiel so geheißen: Ich klage Maria vor Gott an oder ich klage dich, Maria, vor Gott an, dass du mir Folgendes angetan hast. Du hast mich bloßgestellt. Du warst mir untreu. Du hast mich betrogen. Mein Vertrauen missbraucht. Genau. Und. Du hast meine Zukunft zerstört. Und das muss alles mal raus. Das muss alles mal raus. Ja, und dann, wie du sagst, so gut, oft hat ja eine Situation bringt ganz vieles mit sich. Und vielleicht noch der Vater von Maria, wo er sagte, und ich klage der Vater an, dass er hat nicht sich für mich eingesetzt. Ich fühle mich im Stich gelassen von ihm. Ja. Er hat... der Vater beschuldigt vielleicht Josef. Genau. Der sagt, oder? Und es ist ja oft in einem Konflikt, bist du enttäuscht und verletzt von verschiedenen Parteien. Und schreibe all diese Parteien auf. Und ich möchte jetzt einfach dafür beten, dass du diesen Schuldschein erstellen kannst. Und Heiliger Geist, gib jeder Person von uns einen Zugang, dass wir diesen Schuldschein erstellen können. Hilf uns dabei, dass wir formulieren können, wen genau wir wofür anklagen. Ja. Heiliger Geist, bring jetzt auch gerade einfach Gott Klarheit in diese Emotionen, damit wir das richtig formulieren, also richtig im Sinne nicht vorsichtig, sondern richtig, dass wir auf den Grund des Problems kommen. Ja, genau. Einen Schuldschein erstellen hilft auch, kann ein Zugang sein, um auf den Grund des Problems zu kommen. Und erst, wenn du einen Schuldschein aufgestellt hast, eine Inventurliste oder wie auch immer du dem sagen willst, dann kannst du ja auch erst dann vergeben, wenn du weißt, was dir angetan worden ist oder wenn du es formulieren kannst. Erst dann kann man ja dann auch ganz konkret vergeben. Und das ist der nächste Punkt, wo wir auch darauf zugehen wollen. Ja. Der Marco Ili hat gerade im Chat geschrieben, wie Leo sagt, der Fisch muss auf den Tisch. Der Fisch muss auf den Tisch, ja, schön, Marco. Sehr gut, Marco. Und schön zu lesen, gerade jemand schreibt, das hilft ihm so fest. Und ich glaube, das kann wirklich, das ist extrem befreiend. Wir gehen jetzt weiter. Jetzt haben wir diesen Schuldschein und der belastet Menschen, aber so einen Schuldschein zu tragen, belastet auch uns. Ja, stimmt. Oder? So wahr. Das ist krass. Was machen wir jetzt mit diesem Schuldschein? Und wir machen uns bewusst, Jesus hat
den Schuldschein, der uns belastet, ans Kreuz genagelt und bezahlt und sagte, so wie ich euch vergeben und gebe, vergebt auch anderen. Oder wie ihr anderen vergebt, so werde ich euch vergeben. Es geht beide Seiten. Und jetzt wollen wir das auch tun. Und dieser Schritt, der ist nicht leichtfertig, der ist nicht gefühlsgetrieben, der ist aus tiefen Überzeugungen machen wir den. Und den machen wir aus einem Glauben. Und der heißt, der ist ein Schritt des Schuldscheins. Nachher gibt es noch verschiedene Schritte, wo man machen kann, aber das ist der Schuldschein-Vergebungsschritt. Und jetzt nehmen wir das und jetzt sagen wir vor Gott, hey, wem wir jetzt vergeben. Und du kannst wirklich sagen, ich vergebe im Namen Jesus. Ich vergebe dieser Person für das und dann benenne mit Namen und benenne mit Taten. Ich vergebe dieser Person, dass sie mein Vertrauen missbraucht hat. Gott, ich vergebe vor dir. Er ist der Chefanwalt, er ist der Richter. Und vor ihm vergeben wir. Aus dem Bewusstsein, uns wurde vergeben, und aus dem Bewusstsein, dass wir diesen Schuldschein zu tragen, der wird uns auch kaputt machen. Wie wollen wir das? Das ist, ich merke gerade, das ist jetzt ein heiliger Moment. Ja, ich lese das als Gebet vor und manchmal hilft genau da ein vorbereitetes Gebet, weil auf die Formulierung kommt es auch an. Ich möchte heißt noch nicht, dass du es auch tust, nur zum Beispiel. Und deswegen lese ich einfach vor, du siehst es auch eingeblendet. Wie gesagt, du kannst einen Screenshot machen, dass du es nachher nochmal in Ruhe durchgehen kannst. Vielleicht heute Abend, vielleicht morgen, wann auch immer du Zeit findest dafür, aber plane die Zeit ein. Und eben, du hast es schon gesagt, im Namen von Jesus vergebe ich dir sowieso. Dir, Maria, zum Beispiel im Beispiel von Josef, dass du mir Folgendes angetan hast, dass du meine Ehre bloßgestellt hast, das vergebe ich dir. Ich vergebe dir. Ich erlasse dir die Schuld. Und manchmal sind diese Sätze, die du aussprichst, aber wie du es gesagt hast, den überhaupt noch nicht so fühlst. Aber vielleicht sprichst du es einfach nach. Ich erlasse dir die Schuld und schneide jetzt im Namen Jesu alle negativen Verbindungen zwischen uns durch. Das geht. Das muss weg. Ich lasse los. Ich lasse dich von jeder Forderung und Anklage frei. Frei. Freilassen. Ich bekenne, Jesus hat für deine Schuld bezahlt. Und Jesus ist großzügig. Er hat nicht nur einen Tropfen Blut vergossen, sondern er hat mit seinem ganzen Leben bezahlt. Und ich bekenne, Jesus hat für deine Schuld bezahlt. Das heißt, für die Schuld der Person, die ich in Anklage gestellt habe, im Fall von Josef, er bekennt, das ist jetzt ein bisschen theologisch komisch, weil Jesus und so, oder? Du weißt, was ich meine, aber das ist einfach, Josef bekennt, nimmt Vergebung, spricht Vergebung aus über Maria, dass ihr vergeben ist. Er lässt jede Forderung und jede Anklage gehen. Und was passiert ist, er hat ja die Hände wieder offen. Und genau das geschieht auch in deinem Leben. Deswegen ist das so ein wichtiger Prozess, dieser Vergebungsprozess, weil wir Leuten die Dinge nicht länger nachtragen. Also es hat so viel sprachliche Symbolik auch dahinter. Du trägst den Rucksack nicht mehr rum von was dein Vater dir angetan hat, was deine Mutter dir angetan hat. Das heißt nicht, dass du dann gut heißt, was sie gemacht haben. Heißt es nicht. Aber du trägst es nicht mehr länger mit dir rum. Und ich finde dieses Bild vom Schuldschein so stark, weil
das ist der Schuldschein, den wir tragen von dieser Person. Es kann ja sein, dass es gibt ja gewisse Delikte, Leute, was die Dinge andere antun, dann kommt der Staat rein und schreibt einen Schuldschein. Und der wird der Staat nachtragen. Also es gibt gewisse Taten, die müssen auf dieser Erde haben Konsequenzen, müssen vor Gericht kommen. Aber dieser Schuldschein, der ist da noch. Aber welchen Schuldschein tragen wir von dieser Person? Oder? Und das ist ja das Entscheidende. Weil so ein Schuldschein zu tragen, der ist schwierig zu tragen. Ja. Und das Krasse ist, wenn wir das jetzt so vergeben haben, und vielleicht muss das immer wieder, wenn du mit Gefühlen kommst, sagen, ich habe vergeben und ich habe ihr vergeben, weil du es immer wieder dich erinnerst. Wenn wir diesen Schritt gemacht haben, können wir zu einem unglaublich starken Schritt kommen, der, ich glaube, sonst fast nicht möglich ist. Und das ist der Schritt der Barmherzigkeit. Ja. Barmherzigkeit ist nachher, wie begegne ich jemandem, wo ich eigentlich, die Person hat mich unrecht behandelt. Ja. Und weil wir vergeben können, können wir plötzlich etwas geben, was die Person nicht verdienen würde. Und das ist so das Krasse. Mir hilft es immer wieder zu sehen, ich habe Gnade bekommen, als Jesus den Schuldschein ans Kreuz genagelt hat, aber nicht Barmherzigkeit, aber ich habe auch Gnade bekommen. Ich habe Dinge bekommen, die ich nicht verdient habe. Nicht nur, ich habe nicht bekommen, was ich verdient habe, ich habe Dinge bekommen, die ich nicht verdient habe. Und das finde ich eben Barmherzigkeit. Ja, und das sieht man ja beim Josef so schön. Er konnte so handeln und Maria nicht öffentlich bloßstellen, wie sie es eigentlich verdient hätte. Genau deswegen, weil er offensichtlich, das ist hineininterpretiert, weil er ihr vergeben hat. Und das geschieht genau dann, wenn wir vergeben können, müssen wir die Person nicht so behandeln, wie sie es eigentlich verdient hat. Weil wir wissen, dass Gott auch für den Schaden, der bei uns entstanden ist, dadurch bezahlt hat. Komm mal, jetzt beten wir einfach. Das ist so, dass der Heilige Geist, der möchte in uns ein Werk der Barmherzigkeit tun. Heiliger Geist, ich lade dich ein, in der Mitte von auch Schmerz und Enttäuschung, führst du uns auf einen Weg der Barmherzigkeit und nicht der billigen unter den Teppich wischen Gefühlsarbeit, sondern Barmherzigkeit, weil du ein Werk der Erneuerung in unserem Leben getan hast. Oh Heiliger Geist, ich segne jetzt jede Person, die einfach zuschaut mit dieser Barmherzigkeit, die kommt von dir. Komm und erfülle uns mit dieser göttlichen Liebe, die gibt, wo wir nicht empfangen. Ja. Die Liebe hat, wo sie nicht erwidert wird. Wo Freundlichkeit hat und Freude, wo das Umfeld das nicht kennt. Ja. Nur so kommt Friede auf diese Erde. Der nächste Punkt ist, empfange Selbstvergebung. Das ist, finde ich, auch ein starker Punkt im Vergebungsprozess, weil es kann sein, dass wenn du mit deiner Anklage vor Gott kommst, und das ist wichtig, wie wir gehört haben, dass du plötzlich selber merkst, ja, halt mal, also ein Teil fällt auch auf mich zurück. Nicht immer, aber es könnte sein, dass dir plötzlich bewusst wird, das ist mein Teil. Bei Kindern ist es so offensichtlich, oder? Der eine schlägt zu, das ist der Täter, aber derjenige, der gehänselt hat, hat mindestens so viel Anteil. Und lass uns einen Moment da verweilen und sagen, Heiliger Geist, ich vergebe den Personen, wo ich eine Anklage geschrieben habe, aber jetzt darfst du auch mir aufzeigen,
wo ich schuldig geworden bin. Und ich darf selber Vergebung empfangen. Und bei Josef ist es ja leicht erdenklich, dass er eben Maria unterstellt hat, dass sie fremdgegangen ist. Und das heißt dann da in Matthäus 1, Vers 21, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Also Josef hat mitbekommen, dass es tatsächlich so ist, dass der Heilige Geist Maria das Kind geschenkt hat und sie schwanger gemacht hat. Und wie gut ist es, wenn wir in der Geschichte von Josef sind, zu wissen, dass er all diese falschen Annahmen sich nicht selber jetzt, da bin ich so falsch gelegen. Und diese Schuld kann er einfach, auch ihm wird vergeben. Für eine Situation, wo er hineingerutscht ist, nichts dafür kann und dadurch vielleicht schuldig geworden ist, weil er so gedacht hat, und das wird ihm jetzt vergeben. Ich glaube, da ist sogar ein Riesenschlüssel, je mehr wir uns unserer Schuld bewusst sind, desto einfacher wird es sein, gnädig zu sein mit anderen. Mein Vater, jemand hat mal gefragt, wieso kannst du so gnädig mit anderen sein? Und dann sagt er, weißt du, ich bin auch nicht der Einfachste. Und ich merke, ich glaube, das ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Heiliger Geist, ich bete einfach jetzt auch für uns, dass wir dass du über uns vielleicht auch uns überführst vor unserer Selbstgerechtigkeit. Uns aufzeigt auch. Ich habe keine Angst, dass du mir meine Fehler aufzeigst, weil ich weiß, du bist gut. Ich habe keine Angst. Du kommst nicht mit Scham. Du bekommst mit Wiederherstellung. Und ich danke dir, weil es macht mich so dankbar. Es macht mich so dankbar. Ich glaube, Gott möchte eine frische Dankbarkeit in deinem Leben ausgießen. Ja. Und um das Ganze noch abzurunden, möchten wir zum 7. Punkt kommen. Lass deine Wunden von Jesus heilen. Und wie gesagt, wenn wir jetzt von einem Punkt so schnell auf den anderen wechseln und du noch mehr Zeit bräuchtest, dann schaust dir einfach nochmal nach, drück auf den Stoppknopf und bleib da so lang wie es geht. Aber um das Ganze vollständig zu machen, der letzte Punkt ist, lass deine Wunden von Jesus heilen. Ja. Das ist ein schöner Punkt, denn er macht wieder alles neu. Ja. Und wir lesen in der Weihnachtsgeschichte in Matthäus 1, Vers 22 und 24, dies alles geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten angekündigt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den werden sie Immanuel nennen. Der Name bedeutet, Gott steht uns bei. Und als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Ohne Vergebung wäre das wohl kaum so möglich gewesen. Und als Abschlussgebet möchte ich einfach nochmal bitten, es heißt nicht, Jesus heile meine Wunden, sondern ich lasse meine Wunden von Jesus heilen. Das heißt, es ist auch ein aktiver Teil von meiner Seite. Und das mache ich zu einem Gebet. Hier sind meine Wunden. Und von wo du auch immer zuschaust, du kannst das jetzt zu deinem persönlichen Gebet machen. Jesus, ich lasse meine Wunden von dir heilen. Gieße du dein Öl hinein. Heilung fließt aus deiner Hand. Und wir nehmen im Glauben an, dass du das zum Besten drehen wirst. Ich sage das nicht leichtfertig. Aber ich sehe, wie du in unserem Leben immer wieder gerade unsere Wunden, die du geheilt hast, dass sie zu Wunder werden, welche anderen Menschen hilft und ihnen dient.
Und das nehmen wir jetzt im Glauben an, auch wenn wir es noch nicht sehen. Danke. Danke, transformierst du die Wunden zu Wunder. Ja. Damit andere Menschen geholfen wird, die durch ähnliche Situationen durchgehen. Damit dein guter Plan passieren kann in unserem Leben, wie bei Josef. Amen. Amen. Du kannst das Gebet x-mal durchbeten, so oft wie du es brauchst. Du kannst das Gebet auch für andere durchbeten. Wenn du merkst, du hast Leute, die du kennst, die Vergebung brauchen, bete es für sie durch. Es wird etwas in der unsichtbaren Welt freisetzen, was diesen Personen zugute kommt. Und ich habe dieses Gebet rausgenommen aus unserem Buch Beten wie niemals zuvor. Vielleicht hast du das Buch zu Hause, dann schau einfach unter dem Vergebungsgebet, da findest du die Punkte, oder schreib dir die Punkte hier aus dem Video raus, damit du das anwenden kannst für dich persönlich und auch als Fürbittegebet für andere. Und ich danke dir von Herzen, dass du dabei warst. Wie Leo immer so schön sagt, wenn du einen kurzen Kommentar dazu schreibst bei diesem Video, dann ist das mit dem Rating so, dass der YouTube-Clip dann schneller nach vorne kommt oder schneller sichtbar wird, damit noch andere Menschen davon profitieren können. Und wir sehen uns am nächsten Dienstag wieder, spätestens, vielleicht am Sonntag bei der Christmas Experience. Gibt es ja auch online oder hier vor Ort. Wer weiß, und ich wünsche dir oder wir wünschen dir eine reich gesegnete Woche. Danke, dass du dabei bist, und wir sind dazu bestimmt, Jesus immer ähnlicher zu werden, und Vergebung ist eines der Tools, die er dabei nutzen kann. Tschüss, ciao. Mach's gut.